Hallo, ich bin Lara. Ich muss dich vorstellen, du warst mein Gast. Wir sind nicht so, ich bin Lara und ich bin hier in der mega coole Sendung Maybe Sax. Doch. Um Radio Ara. Du hast das mega gut gemacht. So schnell man. Du hast es gerade schon gemacht, war tipptopp. Okay, dann ich habe das nicht besser hingekriegt. Heute ist Lara heu, also Special Gast, das ist ein extra Folge. Wir schwatzen heute über Schönheitsideale. Ja, das passt am besten bei mir. Datei aus Maybe Sax. Mam Kali, Mam Tassi, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwatzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Wie weit findest du dann, dass Schönheitsideale so gut bei dir passen? Riechst du dein Leben noch? Nicht mehr. Das ist einfach so ein unsichtbaren Druck, weil nicht das, was du so fassen kannst, was irgend den da sieht. Ich meine, wenn ich über so Repräsentationen in den Medien schwatzen, da so ein Leute, ja, mit das aber nicht wie wenn die Medien da so, du misst so und so ausgesehen, das ist, was der meiste repräsentiert wird. Das ist ja aber nicht, was Jungen so wohl halt. Wenn dein Körperform oder wenn dein Ausgesehen nicht zu gesehen ist, näherens, dann stufst du das automatisch rauf, als ob es was die Leute nicht wollen gesehen. Und da probierst du dich anzupassen, da probierst du so auszusehen wie das, was eben an den Medien gesagt ist. Ohne, dass du das unbedingt so empfindest. Also, weil ich zum Beispiel hatte nie den Ausspruch, ich will so aussehen wie die Person an der Reklame oder wie die Person an dem Film oder was auch immer. Mit war ich da so, dass ich das komplett internalisiert hat. Und dann, ja, ich muss da mein Haar wasch machen und ich muss mich schminken und du hast nicht wirklich gefühlt, dass es eine Option wäre. Ja. Das gehört einfach dazu, das müsste einfach so. Ja, du dirst nicht so ausgesehen, wie du ausgesehen hast, mir echt da, guck, so sollst du ausgesehen. Ja. Ja. Das geht ja auch viel durchgestellt, als das eine normale Etappe vom Erwurst zu gehen. So, das ist einfach ein normal Phase an der Racken, so in der Pubertät, dass du dich anfängst, mehr für dein Ausgesehen zu interessieren, dass du mehr, ja, dass du Schminksachen kaufst, dass du mehr so für den Kleider ausgehst, überhaupt, ja, Management von allmählichem, was der Körper betrifft, Geruch, Haar, was auch immer, das könnt ihr noch dabei. Es wird einfach durchgestellt, wie das als es, was es heißt, eine Frau zu gehen. Ja. Oder ein Mann, mit du sind daneben andere Sachen. Ich weiß nicht, schon Gefühl, dass auch und Kanner halt so, dass eine Erwartung gestaltet wird, auch durch die Medien. Ja. Und viel mehr gegendert. Und ja. Aber es wird irgendwie gesehen, haben, dass und Kita und Krechen zum Beispiel, dass dann Tierferin oder die Edukatrice ob die Älteren durchgehen und so sind, ja, das ist nicht klar, kann bei Geschlecht erkannt wird. Passt halt mal ein bisschen wie und ja, also wie du eben an diesem Gespräch schon klar gehen hast, sind Schönheitsideale extrem eng verknappt mit Geschlechtsideale, mit Weiblichkeits- und Männlichkeitsideale und Normen. Du wenn es da so schwer irgendwie zu erkennen als etwas wird, also weil einfach ein mega Druck ausübt, ob es ausgesehen, weil es eben auch als ja mit das musst du machen für eine richtige Frau zu sehen, für einen richtigen Mann zu sehen oder ein richtiges Mädchen, ein richtiges Jung, für richtig erkennbar zu sehen als das Geschlecht, als das du willst erkennbar sehen. Ja, ich gehe so da so den einen Aspekt, einfach die Geschlechternorm zu erfüllen und da das schon so das Basics. Ja. So. Und dann den zweiten Schritt ist dann innerhalb von den Kategorien nach verschiedenen Erwartungen zu erfüllen. Wie zum Beispiel? Ja, wie zum Beispiel Frauen geschminkt, dann oder nicht nur geschminkt, es muss ja nicht nur gesehen, dass sie geschminkt ist, man muss einfach eine mega schöne Haut sehen und ja. Dann muss sie betont sein. Ja, genau. Ja. Und war den undet. Weil mich beeinflusst hat, verschiedene Ideen, also alle von Körperformen. Also, dass ich muss dünn sein, auch sportlich und nicht dick. Also, das ist wirklich so ein bisschen, das schlecht ist, so, du bist faul, du passt nicht auf den Job, du machst keinen Sport, du isst zu viel. Was natürlich auch dazu beiträgt, dass ich dick ist. Aber das schließt dann nicht aus. Und was sie erforscht auch ganz viel über Körper und geht ja auch immer mehr so, dass ich eben, wenn ein Kerl dick ist, so ein Setpoint hat,
wo die Körper dann immer probiert hinzukommen. Das heißt, sogar wenn du dick bist und du dann gesund ernährst, Sport machst und all die Sachen. Weil auch immer gesunde Ernährung herrscht mehr. Ja, zu dem Begriff mehr. Ja, klar, der Begriff ist auch mega, nicht ganz objektiv. Aber, ja, sogar wenn du normativ alles richtig machst, an denen hier siehst, also mega schwer aufzuwählen. Ja. Ich weiß nicht, das war immer viel, also ich hatte auch das Gefühl, dass es schwer so sein Gewicht selber anzuschätzen, wenn du umgangen bist aufzuholen, und da kann es wirklich sehr gut an, du kriegst eine falsche Balance zwischen, weißt du wirklich Spaß und weißt du dich selber wohlhältst. Und ich weiß gerade nicht, worüber ich raus will. Ja, aber das ist ein mega guter Punkt, also da ist ja am Anfang von kleinen Un, weil schon noch gerade drüber gedurcht, dass du ja auch ziemlich viel beeinflusst bist davon, wie wenigste Komplimente zum Beispiel gemacht hast. Also ich hatte ein bisschen Seelen in meinem Leben, dass ich den etwas kritisiert habe, mir ausgesehen. Aber ich habe aber heute gemerkt, wenn ich mehr mein Ausgesehen investiert habe, wenn ich mehr noch Norm rückkommen sehe, wenn ich aufgeholt habe oder wenn ich mich geschminkt habe oder was auch immer extra Kleider hat, da kriegt man Komplimente. Da kriegt also positive Feedback. Genau, da kriegst du eine positive Bestärkung und das möchte natürlich, dass du das dann weiterhin absiehst, weil du merkst, das könnte gut über die Leute. Ja. Ja, mir auch die ganze Selbstausschätzung geht da ein bisschen verloren, gebe ich so. Ja, natürlich. Und da hast du mir doch schon in eine andere Folge gesagt, dass verschiedene Sachen dafür kannst du nicht, oder verschiedene Sachen dafür kannst du. Am meisten kriegst du mehr Komplimente für die Sachen, die ihr möchtet, wie für das, was ihr eigentlich hast. Ja. Ne? Ja, ich habe nur geschwärzt, dass von ihm mir sieht, du siehst gut aus, oder was auch immer, dass ich gar nicht immer aufhängen kann. Ich weiß nicht, das ist ganz unspezifisch. Also, was meinst du immer dafür, was meinst du, dass ich das Bereich, dass mein Ausgesehen kommentiert? Ich kann mir immer aufhängen, wenn ihr seht, die neue Blues, die du so schön, weil die nicht mal ausgesehen, nicht wenn ich einfach nicht mehr pauschal mein Ausgesehen kommentiert und für allem 4 Runden noch nie gemacht wird, dann hier steht ja, 4 Runden ist mich alle fand. Was willst du mal so? Weißt du, so, was willst du mal so? Nee, wie das so, wie wenn du dich schminkst oder so, dann denken die Leute so, du hast besonders einen Effort gemacht und dann musst du dafür eine Belohnung kriegen, weißt du? Ja. Oh, du warst aber schön geschminkt worden. Ja, oder auch aufholen. Und ich fand das mega problematisch, wenn du Komplimente gemacht kriegst, wenn du aufgeholt hast. Ja. Weil heinst du hecht dass es da gerade gar nicht gut geht, dass du keinen Appetit hast, er kann allmählich Sachen heschen und geht einfach pauschal in unserer Gesellschaft als selbst Positives gesehen aufzuholen. Ja, egal ob das bewusst ist, dass ihn aufgeholt hat, oder ob es nicht bewusst ist, oder ob es wirklich schädlich ist, dass ihn aufgeholt hat. Das ist immer so, oh, du bist aufgeholt. Ja. Und es geht nicht irgendwie kritisch geguckt. Weil du gerade schminken als Beispiel gesagt hast, wie viele Leute schminken sich, weil sie sich einfach kann nicht geben trauen, aus dem Haus zu gehen ungeschminkt, weil sie sich einfach so unwohl viele Paar zu ihrem Gesicht wie es ist, wenn es nicht geschminkt ist. Ich will nicht schminken, als irgendetwas Positives oder Negatives durchstellen. Es muss aber immer relativ gesehen. Natürlich kannst du ein Kompliment machen, wenn eine Person so schön geschminkt wird, wenn es dann verfindest, okay, du hast ästhetisch, wie auch immer. Ja. Aber trotzdem hat all den Schönheitsnormen trotzdem irgendwie ein bisschen relativieren und zu gucken, okay, was schwingt du noch alles mit so und nicht das irgendwie über Podest stellen. Aber ja, nee, es kann ihn auf jeden Fall, wenn ihn so schminkt, also wenn ich sehe zum Beispiel, der schminkt sich nicht oft, ich schminke mich just, keine Ahnung, wenn ich gerade Lust tun, meistens, wenn ich viel Zeit tun, und sonst geht es einfach ungeschminkt aus dem Haus. Und dann ist es für mich okay, wenn dann irgendwann auffällt, dass sie geschminkt, dann ist das für mich okay, wenn jemand dafür Kompliment gibt, schon okay, Problem hat. Mit das einfach, ich will aber nicht die Erwartung, weil ich sind du vielleicht schon ein bisschen mehr weit, wie ich noch für ein paar Jahre gewesen wäre, weil das früher wäre dann so gewesen, okay, wenn ich ein Kompliment kriege, dafür, dass ich geschminkt bin, da soll ich mich immer schminken. Weil das ist ja dann umgedreht, dass die Leute mich nicht schön finden, wenn ich nicht geschminkt bin. Und die Erwartung habe ich nur mich selber. Weil du hast so, ich schminke mich, wenn ich Lust tun, und dann gesehen ich immer so aus, wie ich Lust tun, aber schon nämlich die Erwartung für mich alltag zu schminken und geschminkt aus dem Haus zu gehen, für das Leute mal du wenn's Komplimente haben. Ja. Also bei mir wurde es sich einfach komplett geändert, dem Moment, wo ich meinen inneren Coming-out hat. Ich habe mich für und immer geschminkt, wenn ich rausgegangen bin, und noch so einfach am Alltag. Da mir nicht bewusst wird, dass mir mal im Nachhinein aufgefallen, ab dem Moment, wo ich angesehen habe, dass ich mich mehr für Frauen interessiere, wie für Männer,
ich einfach abgehalten möchte schminken und ich schon abgehalten so viel an mein Ausgesehen zu investieren. Wie viel was meinst du das? Weil also ich kann mir vorstellen, dass ich oder das Vierteil das ist einfach eine Vorstellung, die ich hat, dass Männer mehr Wert darüber legen wie Frauen. Ich denke, dass sogar unheimlich mehr eng wirklich, wie sie bei Schönheitsnormen an, ich meine, das auch so etwas. Wenn du und Kategorie LGBT denkst, und die das Leute, ganz vielfältig. das ist ganz vielfältig. Ja. Und es geht ja in der Bewegung auch um Vielfältigkeit. Und du hast eben nicht so klar so und so, musst du ausgesehen, natürlich, wenn du dich, also dein innere Coming-out hast und dich mehr mit der Kategorie oder mit der Community identifizieren kannst, dann hast du direkt und dich selber viel mehr Erschränkungen. Ja, ich meine, da das ist auf jeden Fall auch gewirrscht. Aber weil ich für Druck gemeint tun, also einfach, dass du einfach weißt, dass andere Frauen wissen, wie es ist, dass sie das einfach im eigenen Live erlebt tun, wie sie sich fühlt, wenn es nicht geschminkt ist, den ganzen Druck auch der Hand an den Opfern. Und also eben dadurch die implizite Erwartung hat, dass Frauen mehr Verständnis dafür haben, wenn ich einfach ausgesehen wie ich ausgesehen, wie ein Mann, den eben nicht das ganze Hand und Drun unbedingt selber erlebt hat. Die just eben gesagt, die Schönheitsnorm so Voilà. verhalten oder so gesehen Frauen aus und dann die Erwartung haben, aber wie das alles konstruiert wird, das gesehen sie nicht. Ja. Und einfach auch die Zucht für Personen, mit der ich mich gesehen so an einer Beziehung, da das nicht die Zucht für Personen, die Wert drauf legt, dass ich geschminkt sind, dass ich rasiert sind. Wie soll ich sagen? Das ist einfach eine bestimmte Ausstellung. Ja. Ich will nicht so eine Überflasche mit, das ist einfach eine bestimmte Ausstellung einfach zu Körpern, zu Leuten, zu sich selber. Also du hängt mega viel nach damit zusammen an Schmengen Personen, wo ich wirklich Gefühl habe, okay, wir sind auf einer Linie, dieselbe Prioritäten am Leben, als nicht unbedingt eine Person, die mit mir Schluss machen, wenn ich auf allem möchte rasieren oder so. Ja. Oder mich wirklich kritisieren. Ich meine, Schluss bei einer so extrem Form. Ja. Du verstehst, was ich meine. Den Problem, den man da hat, das nicht rasiert ist. Ja. Ja. Oder nicht geschminkt oder ja. Ja, also dass du die Normen nicht erfüllst. Ja. Da ist nicht teile Judo sehen zu. Mir da hängt mega viele Sachen. Ich will wirklich nicht jugieren. Ne? Also ich meine, das ist natürlich auch selber beeinflusst von so Normen. Ne? Ja. Also ich meine, das ist immer leicht zu sagen. Ich mache mir nicht daraus. Da sind aber beeinflusst. Ich investiere aber noch immer relativ viel an mein Ausgesehen. Also maybe ich gebe wahrscheinlich mal, wenn ich einen Tipp für. Also über Männer, da kann ich nur nicht so viel so, weil ich nicht weiß, ne? Ich bin nicht als Mann abgewusst. Und das ist einfach dann schwer, weil wirklich schon bei der Geschlechtertrennung anfangen, geht einfach von Anfang an etwas anderes erwartet. Ja. Und verschiedene Leute. Nicht, dass gut keine Erwartungen wäre beim Mann. Also nee, gut nicht. Wirklich nicht, weil ich von nee, das ist wirklich ganz groß, gerade haut sie das. Und ich gebe so noch mit den Medien, als den Druck auch auf Männer im Mensch in bestimmten Bildern. Ja. Und die haben schon, also Männer haben ja schon dann noch so viel mehr Erwartungen zu erfüllen, ne? Was zum Beispiel für Dinge geht oder so, es sind noch so viele Sachen dran, dass Männer müssen die Familie versorgen. Ja, für die Männlichkeit. Genau, und dann könnt dann auch eben dabei, dass auch noch immer mehr auf die Äußerlichkeit geguckt wird. Ich meine, dass der Druck da wirklich steigt an Zahlen von zum Beispiel magersüchtigen Männern geht auch extrem entlohnt. Ja. Medien haben sich auch einfach geändert. Die Repräsentation von Vielfältigkeit in den Medien, also im Gang sich zu ändern. Was aber auch natürlich du hier könnt, dass es einfach mehr Aufmerksamkeit kriegt. Aber das ist ja dann nicht unbedingt etwas Schlechtes. Also ich sehe das ein bisschen kritisch, weil auch Konzerne eben so durchschließen, die eigentlich jahrelang just Schönheitsbild propagiert haben. Ja, und das dann trotzdem warum? Ich meine, ja, das trotzdem. Genau, das guckst, sie machen dann Lore Klammen mit Frauen, die nicht gerade so dünn sind, aber sie sind einfach noch immer normschön, sind noch immer normschön Gesicht, sie sind noch immer relativ schlank, aber es bewegt sich aber noch immer in einen ganz limitierten Kader. Ja. Mir war das eigentlich, worauf ich raus wollte, eigentlich das Geschmäcker sich ändern. Also, oder da das auch etwas, was mir selber auffällt. Das einfach zu so ein, der Kleid von John von nicht unzählig, von so einfach nicht schön. Das ist mein subjektiven Empfangen. Aber das subjektive Empfangen wird hier geformt. Ja. Von ganz vielen Sachen und für allem immer noch durch die Repräsentation in den Medien. Ja. Und schon will gerne Beispiel, wenn ich online Kleider gucke,
Und ich sind irgendwie bei der Curve Seite in NRW, also die für Deckleit oder für Fattleit. Und da gucken ich mal die Sache ganz viel an. Und irgendwann ist das meine neue Norm. So die Form von Körpern, das sind immer noch nicht so mega Fettkörperin, mit sind aber Fettkörperin. Giving eine Norm, aber ich dann ob die normal Größen an normal auch an ganzefüßischer Trick gehen, dann denke ich so, oh mein Gott, was ist das? Du hast nicht drin. Ja. Und das nicht als, okay, das denkt das Lumiché wie das dünn, mit das einfach, oh mein Gott, schon eine neue Norm entwickelt. Das ist einfach, was man dann in dem Moment abfällt. Ja. Und das fand ich wirklich, das hat man so ein gewisse, wie das durch die Medien gefunden ist. Ja. Wenn du eine bestimmte Form geseist, dann hältst du da tun. Ja. Und ich meine, das geht auch um Make-up und um alles zurück. Ja, schon gerade drüber nachgedacht, wie es das so ist, ob ihr noch so sich am Anfang ein Freundeskreis raussieht oder ja, oder sich hauptsächlich da wohl viele kann man sagen Freundeskreis, wenn die Leute ungefähr sich zum selben Grad Schönheitsnormen halten. Wenn ich gucke, meine Freundinnen, meine besten Freundinnen sind echte Frauen, die sich nicht schminken. So, und ich gebe mich vielleicht mehr unwohl fühlen, wenn das nicht so wäre. Also, oder schminken oder andere Kategorien. Ja, klar, passen sich auch im Umfeld. Und das ist ja auch statistisch bewiesen, dass die Leute, die mit dicken Leuten viel sozialisieren, einfach auch zuhören. Das meine ich auch einfach, weil, ja, es gibt eine andere Norm gebildet. Und du willst dir die Norm an deiner gesellschaftlichen Umgebung. Aber wie das mir alle gut mit Smartphones die ganze Zeit auf den Medien in der Welt sind, als das noch viel mehr groß Beeinflussung. Mit froh aus an welche Richtung es geht, aber echt das ich fand mich bei einer Person und ich passe mich der oder ich fand die Person sympathisch, weil sie sich auch nicht schminkt zum Beispiel. Ja, also beeinflusst ja. sich gegenseitig so. Mir ist durch den Kopf gegangen, ob es dadurch schlussendlich besser aus mit seinem Umfeld darüber zu schwatzen, über die Normen, über die Unsicherheiten. Also ich meine, ja, okay, während das gesagt habe, für mich selber beantwortet. Aber es lief darüber raus, dass ich merke, je nachdem, wie meine Freundinnen und Freunde sich, also wie Ausstellungen sie dazu holen, zu Schönheitsnormen und so weiter, das beeinflusst substanziell, wie wohl oder unwohl ich mich fühlen, zum Beispiel, wenn wir auf den Stau gehen zu summen oder wo immer auf die Plage gehen und ich am Bikini an ihrer Präsenz sind. Ich habe Freunde, bei denen muss ich für mich absolut keinen Unterschied, ob ich Ugedur sind oder am Bikini sind. Ich fühle mich genau selbst wohl. Und da sind andere, bei denen ist das nicht der Fall. Und das tut nicht nur zu denen unbedingt, wie viel sie da noch entsprechen oder was auch immer. Mir schon wie eine Ausstellung rüber könnt an wie viel ich Gefühl haben, dass sie Wert drauf legen, da sind so und so ausgesagt. Mir nicht nur ein Gefühl drauf legen. Es gibt Leute, die sind immens expressiv mit ihren Schönheitsideale, also mit ihren Schönheitsideal-Vorstellungen. Ja. Natürlich sind die Leute, die so, ja, oh Gott, das ist viel zu fett und die sind für mich ganz normal. Und ja, mir muss nicht Papa zu dich sagen, mit nee, auch so, ich schon gerne, wo Leute so sehen und schon gerne, wo Leute stylisch so gut sehen. Und ja. Mir das Unsicherheit bei anderen Leuten auf hier rufen kann, das direkt so ein bisschen an den Hintergrund, weil mir an einem kleinen eigenen Kosmos, jeder lebt an seinem kleinen eigenen Welt und gesagt dann, okay, so gesehen ist die Welt, das jeder gesagt so die Welt. Das ist natürlich nicht so einfach mehr. Das Gefühl über den oft, aber wenn den dann extrem expressiv ist und selbstkritisch noch mit sich zusätzlich und das so ein bisschen kombiniert. Du kannst halt viel besser gerade auf den Punkt bringen, weil ich wollte so, ja, das also wirklich etwas, wo der Schiederung nicht mehr ein Herz legen kann für sich, also immer auch ein bisschen mal zu denken, was könnte rüber von dem, was ich gerade so, also war das der Massage, den implizit am Anfang du Mod schwingt und beeinflussen ich gerade andere Leute, manchmal gerade das andere Leute sich studisch unwohl fühlen. Ja. Und da das etwas, was eigentlich nicht genug gemacht wird. Also das ist insgesamt schwer natürlich auch zu machen, weil, wie gesagt, hier drin ist an seinem Kosmos mehr. Gerade wenn ihr irgendwie mit Leuten, wo ihr nicht lang kennt oder noch nicht so rege Kontakt hat und dann direkt abmischt, das weiß ihr nie, wie den anderen ist. Ja, und es kann auch mega subtil sein. Kann einfach sehen, wenn ich zu dir gebe, so ein ich fand viel mehr schäfer Frauen blond sind, wie wenn sie braun Haar haben. Und du hast braun Haar. Ich habe nicht einen Kommentar gerade zu den Haaren gemacht. Ja. Mir irgendwie schon. Ja, irgendwie.
danke noch mal, vielleicht soll ich blond gehen. Weil dein Ziel am Leben das mir zu gefallen. Ich war schon blond. Ja, genau. Nee, natürlich nicht. Mehr. Nee, das ist so ganz subtil, kleine Botschaften, die du da kriegst von Leuten, wenn sie das gesehen von anderen Leuten kommentieren. Das ist ein mega extrem zielwärtig hun oder wie soll ich so ein Verhaltensnorm, die ich mir gesagt habe, dass ich einfach andere Leute hier ausgesinnet kommentieren. Weil es, egal ob es positiv oder negativ, ja, weil eben immer noch etwas anderes Match bringt, weil du kannst auch nicht ein positive Kommentar zu ausgesehen machen, ohne dass du automatisch dort relativ dazu oder was auch immer Aufwäschungen davon aufwärts. Ich weiß nicht, das fand doch schwer. Ich habe noch immer gedacht, okay, ich passe noch mal ein Kompliment, gerade zum Beispiel, was angeht, wenn ihn aufhält oder wenn ihn zuhält. Oder, ja, mir gerade zum Beispiel, wenn ihn sein Haar ändert. Ich habe ein mega Faible für Haar. Ich hatte auch schon sämtlich verschiedene Frisuren und Farben und da sage ich, was ich immer kommentieren, weil das ist immer schwer, den du bewusst triffst zu machen oder, ja, okay, also den Haar verklebt vielleicht. Ja, man ja, die sind auch Kleider, da das mir einfach rang, zu so ein du bist schön oder die Person ist schön, das vermeiden ich. Oder du sagst Hautschön aus. Ja. Oder du sagst immer besser aus. Schon so 4 Wochen was. Du sagst Hautschön aus. Haut gesagt aber schön aus. Die ganz letzte Woche. Nee. Ja, das ist tricky, das ist ein Minefield, ein Minefeld. Ja, ich fand, ja, genau, das Wichtigste ist einfach, sich bewusst zu sehen, dass jeder seine eigene Vorstellungen von der Norm hat, und eben auch gerade Medien kritisch zu sehen. Und ja, sich nicht von der Asche drin zu lassen. Und sich auch nicht unter Druck setzen zu lassen, Leute Komplimente zu machen. Ich mache meinen Freundinnen nie Komplimente, und wenn er nie in Trose. So wenig Freunde. What? Ja, genau, aufschließend. Es gibt die Kategorien Männer, Frauen, wohin sich dann anordnet, wohin sich aufpassen muss. Das ist der nächste Schritt. Da kannst du auf den zweiten Schritt, den schon da mehr detailliert ist, weißt du dich zu fallen hast, weißt du dich unzugehen hast. Und das alles formt ein Schönheitsideal. Und das ist einfach wichtig, ob sich zu hören, wo sind ich, wie sehe ich mich, und wie will ich mich präsentieren. Soll ich noch Verständnis haben, wenn Leute Unsicherheiten hat, die ihr selber nicht hört. So viel mehr ist einfach zu sagen, Körperform ist scheißegal, weil mein Körper entspricht der Norm. So, ja. Das ist natürlich dann einfach zu sagen, für mich spielt das keine Rolle, und ich denke lieber halt nicht drüber nur, wie was machen andere Leute sich Kopf. Nee, ja, jeder kann nicht von mir auf andere schließen. Ja, jeder kann sich das erkaufen. Ja. Jeder kann da entscheiden, was er will. Genau. Mit das eben wichtig, sich immer bewusst zu werden, dass das, was ich will, und nicht das, was andere von mir verlangen. Auch so mit dem Schminken, wenn es da irgendwie Pickeln ist oder Rotplatzen. Ja. Das ist komplett okay, das wäscht zu machen, wenn du mal da Unsicherheiten hört. Da das auf jeden Fall nicht was verlangt wird, weil ich schlafe zum Beispiel nicht runter immer so ein haha, den oder rote Punkte umgesehen. What's the point? Why? Ja. Ich sage merci, dass du heute Heuwassel hast. Okay, geschehen. Es war cool, mit dir zu schwätzen. Meins. Gern. Alle kommen wir zu unserer coolen Rubrik mit dem coolen Kelly. Fedorun hat Tassi über den inneren Coming-out geschwärzt. Dafür froh ich mich heute, was ist Coming-out? Und wie funktioniert das? How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. Coming out heißt rauskommen. Me, für wo? Aber wohin? Punkt Nummer 1, den innere Coming out. Den erste Schritt ist, sich für sich selber anzugestehen, beziehungsweise sich bewusst zu gehen. Das ist bei jeder ein bisschen anders. Verschiedene wissen nicht schon von kleinem an, bei den anderen aus dem Teenageralter oder auch erst, wenn sie auf Wurse gehen möchtet, klick. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr merkt, dass ihr nicht heterosexuell ist oder dass ihr sich nicht als das Geschlecht fühlt, was ihr bei der Geburt zugewiesen kriegt. Los dir heute die Zeit, die ihr braucht, für mit allen Gedanken und Gefühlen eins zu gehen. Heinz du holt dann das Bedürfnis zu sagen, es ist schwul, lesbisch, bisexuell, pansexuell, asexuell, es sind trans, nicht binär, genderfluid und so weiter. Es gibt viele unterschiedliche Selbstbezeichnungen. Die können einem helfen, sich mit etwas zu identifizieren,
du nur zu googlen, zu gucken, wer ihn sich fühlt. Mir kann aber auch sehen, dass keine Bezeichnung, Kategorie oder Label für ihr passen, an oder einmal gucken will, was geschieht. Egal wer der Lo für ihr selber ist, eine Sache ist wichtig. Das Selbstbezeichnungen können und dürfen sich am Laufe der Zeit verändern. Da das besonders schwer, wenn in der Leute für geworfen kriegt, es wird nicht mehr ein Fass. Und außerdem, es gibt schon am Wort Selbstbezeichnung gesagt, kann in die auch immer nicht mehr für sich selber wählen und definieren. Los dich also nicht von anderen Leuten abzwingen, als wer der ich definieren sollt, aber was bei der Definition passt oder nicht. Sie findet Leute im Internet oder an ihrem neuen Umfeld. Schritt Nummer 2. Den äußeren Coming Out oder auch der Going Out. Wenn ihr Praders, kann ihr nicht einer Person erzählen, der ihr vertraut. Das kann der beste Kollege oder die beste Freundin sein. Heinst du kann es aber auch mir einfach sein, zum Beispiel einer Bekanntschaft zu erzählen, der ihr nicht so gut kennt, aber der ihr vielleicht nicht so viel Angst hat. Jedenfalls eine Person, bei der ihr sich wohl spielt. Das kann dann spontan oder gut geplant passieren. Schritt Nummer 3. Familie und Älteren. Dieser Punkt kann es mich schwierig sein. Für verschiedene Älteren ist es gut keine Sache. Andere haben ein paar Jahre drin zu knallen. Wenn ihr das Gefühl hat, ob Männerverständnis an Unterstützung zu stoßen, wird es mich schwer aus. Wenn ihr nicht seinen Eltern nicht persönlich sagen, kann ihr zum Beispiel einer anderen Person, der ihr vertraut, sagen, und die erzählt ihnen nicht dann. Andere Möglichkeiten sind auch Briefe, Skype, eine E-Mail. Heinst du fällt vielleicht mir leicht, oder einfach abzuschreiben. Für die meisten Leute ist es eine Erleichterung, ihren Eltern an ihrer Familie zu erzählen. Aber da sie nie verpflichtet, sich zu outen. Das gilt auch für Familie, und das heißt nicht, dass es so beliebt. Hier ein kleines Zusatzinfo. Für Hilfe kann ihr sich auch an CIGAL wenden, das Centre d'Information Gay et Lesbien. Das gilt sowohl für Eltern, wie auch für Leute, die sich wollen outen. Schritt Nummer 4. Schule und Arbeit. Am Alltag sind auch mit vielen anderen Leuten und auch vielen anderen Kontexten in RW. Hier kann es auch mal zu einem Coming-out nebenbei kommen, zum Beispiel, wenn ihr erzählt, was in der Weekend mit seinem Partner oder seiner Partnerin gemäht wird. Auch hier gilt die goldene Regel, es ist okay, es nicht zu sagen, wenn ihr sich nicht sicher fühlt. Und das muss ihr nicht erzählen. Egal, ob das bei seiner Mom oder seiner Banknobisch an der Schule ist. Punkt Nummer 5. Die verschiedenen Coming-outs. Die traurig wäre das, es muss in sich süß outen, weil ihn auf irgendeine Art und Weise einer gesellschaftlichen Norm nicht entspricht. Klassischerweise sind das sexuelle Orientierungen wie lesbisch, schwul, bi, pan und so weiter, oder wenn ihn trans ist, also wenn ihn sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlt, weil er bei der Geburt zugewiesen kriegt. Mir auch Leute, die intergeschlechtlich sind oder die nicht monogam oder polyamor leben oder Leute, die BDSM praktizieren, haben oft mal Gefühl, sich outen zu müssen, weil sie irgendeiner gesellschaftlich gesagten Norm nicht entsprechen. Fazit: Es gibt nicht den einen Coming Out. Coming Out ist ein Prozess, der auch nie ganz rüber ist. Und der wir immer selber entscheiden, wem und zu welchem Moment ihn das erzählt. Das heißt doch, es ist nicht okay, andere Personen zu outen, ohne dass sie es wissen. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreibt euch auf sex@ara.lu. Ja, Fragen gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir ihr Namen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet Maybe Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewinnten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS geht alle Responsabilität für den Inhalte von diesem Podcast auf.